Was ist die Bedeutung von Art of Hosting für Sie? Also das ist mein erstes Art of Hosting Training. Ich wollte das gerne machen, weil wir als Ministerium ja hier Mitveranstalter sind und ich erstens immer gerne neue Methoden kennenlerne und zweitens schon so viele davon gehört habe und mir viele Menschen geraten haben, es zu machen. Und für mich das Entscheidende in Wirklichkeit ist, dass man versucht, das Wissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufzunehmen und sich nicht von Expertenvorträgen anhört, sondern mit den Menschen arbeitet, die da sind, und das finde ich sehr vernünftig. Was waren so die wichtigsten Erkenntnisse jetzt während des Trainings? Was waren so die Learnings? Ich habe eine Menge netter Menschen kennengelernt, was immer schön ist. Ja, die Learnings sind bewusst zuhören, sich auch überlegen, wenn ich ein Problem habe, was will ich mit dem eigentlich? Was ist überhaupt der Zweck eines Dings? Wen möchte ich damit erreichen? Also viel bewusster vielleicht einzugehen auf Dinge, die man tut, aber auch viel bewusster Erfolge zu feiern, auch viel bewusster zu ernten, habe ich hier gelernt, was im Raum ist. Und was wären so Anwendungsbereiche, Anwendungsbeispiele, die man in Zukunft oder die es vielleicht schon gibt für diese Methodiken? Ich denke mal, es gibt viele Anwendungsbereiche auf den unterschiedlichsten auch Ebenen eines Staates. Also ich bin in der Bundesverwaltung, daher liegt mir die am Herzen. Wir haben ein großes Projekt, das heißt Wachstum im Wandel, wo wir uns die Frage stellen, welches Wachstum ist nachhaltig, wie wollen wir in Zukunft wachsen oder was soll in Zukunft wachsen. Und da gibt es mehrere Anwendungsbereiche, also da kann man sich vorstellen, unter Einbeziehung der Partner, aber auch der Bürgerinnen, Art of Hosting Methoden anzuwenden, um bestimmte Ziele zu erreichen. Danke fürs Interview.